3 € hat es gekostet, dieses schmale Büchlein in seiner Originalversion. Und eingeschlagen hat es in Frankreich wie eine Bombe. Innerhalb von 3 Monaten wurden davon 1 Million Exemplare verkauft. Und das trotz einem völlig unzeitgemäßen Titel. Indignez-vous, empört euch. Geschrieben hat es Stéphane Hessel. Hessel war Resistancekämpfer im Zweiten Weltkrieg, Diplomat in Algerien und in Vietnam und später Frankreichs Botschafter bei der UNO. Jetzt ist er 94, empört und engagiert sich über die ungleiche Verteilung des Reichtums, über die Immigrationspolitik, über den Umgang Israels mit den Palästinensern. Eine komplexe Welt, so der Jahrhundertzeuge Hessel, erfordert komplexe Strategien. Juri Steiner hat mit ihm dieses Jahr ein Gespräch geführt. Stéphane Hessel, Sie sind 93 Jahre alt, bald 94. Ja. Sie beschäftigen sich mit sehr schweren, großen Themen wie Entwicklungshilfe, Demokratie, Menschenrechte und Sie sind ein Jugendidol. In Frankreich haben Sie mit Ihrem letzten Buch fast 1 Million Auflage gemacht. Das haben Popstars mit ihren Platten. Wie erklären Sie sich diese Resonanz? Ja, das ist wirklich für mich die richtige Frage. Als wir dieses Büchlein, was wir auf Französisch Indignez-vous und auf Deutsch Empört euch übersetzt haben, dachten wir, das wird vielleicht 8.000 oder 10.000 Franzosen interessieren. Franzosen, denn es stimmt ja auch, es nimmt seinen Anfang an dem Widerstand in Frankreich während der Kriegeszeit, während des Vichy-Regimes. Und das interessiert natürlich Franzosen und auch nur alte Franzosen wie ich. Und plötzlich ist das Buch gerade bei den Jungen gut angekommen, weil es ihnen gesagt hat, sie müssen sich empören, denn was hier passiert, was ihre Regierungen hier treiben, ihre französische Regierung hier treibt, das könnt ihr nicht akzeptieren, da müsst ihr euch dagegen gegnen und sie müsst euch empören. Und merkwürdigerweise hat das nicht nur die Franzosen, sondern auch mehrere europäische Länder und sogar die nordafrikanischen Länder irgendwie angegangen. Also es muss schon etwas dahinter stehen. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum hat das einen solchen Erfolg? Sie sagten eben 1 Million. Nein. 2.200.000 Exemplare auf Französisch und auf Deutsch auch schon über 400.000. Also, es bedeutet, dass dieses Problem, diese Frage an unsere moderne Gesellschaft eine wichtige, richtige Frage ist, über die man gut nachdenken kann. Natürlich ist dieses kleine Buch nur ein Aufruf. Ihr müsst euch empören. Es genügt natürlich nicht. Man muss weiter nachdenken, ja, was tun wir denn, wenn man sich empört hat? Dazu kam dann ein zweites kleines Buch, das haben wir genannt, Engagiert euch. Also es ist schon ein Fortschritt in der Richtung, man darf sich nicht nur empören, man muss tätig werden und sich also engagieren. Aber merkwürdigerweise traf dieses Büchlein einen Punkt unserer Weltgeschichte, wo eben in vielen Ländern die Frage hochkam, wo gehen wir denn hin? Was passiert mit uns? Sind wir in der richtigen Richtung oder nicht? Müssen wir uns völlig verändern oder nicht? Und dafür war dieses kleine Buch ein interessanter Anruf. Wenn man auch Ihre Biografie liest, die Sie 1995 schon geschrieben haben und auf Ihr sehr intensives Leben zurückschauen und wenn man nur schon merkt, was Sie alles erlebt haben vor Ihrem 30. Geburtstag. Sie waren hier in Berlin geboren, Sie wurden dann Franzose, haben in Frankreich die Schulen besucht, Sie waren in einer sehr literarisch kulturierten, intellektuellen Familie eingebettet, Sie haben alle avantgardistischen Künstler gekannt und so weiter und so fort. Wie schlagen Sie den Bogen über dieses ganze Jahrhundert, ins 21. Jahrhundert, über Ihre eigene Biografie? Wann haben Sie sich zum ersten Mal empört? Ich würde sagen, meine Generation, also 1917 geboren, das Jahr der
russischen der Oktoberrevolution, und zwar bin ich im Oktober 1917 geboren. Also eine Generation, die hat vor allem etwas erlebt, was etwas ganz Unwahrscheinliches, einen Zweiten Weltkrieg. Als ich geboren war, war gerade der Erste Weltkrieg bald zu Ende, und man sagte sich, jetzt haben wir die Möglichkeit, die League of Nations, den Völkerbund, jetzt kommt Frieden, und der Frieden ging schlecht aus, und dann kam eben dieser fürchterliche Zweite Weltkrieg. Nicht ein Weltkrieg wie ein anderer, ein Krieg, in dem eine Nation, ein Volk, das deutsche Volk, sich so hat überreden lassen von einem fürchterlichen Kerl, dem Hitler, dass es siegreich geworden ist, wunderbar siegreich 2 Jahre lang, und dann völlig zerstört. Und damit kamen wenigstens 2 große Erscheinungen, Auschwitz, also die Shoah den Juden gegenüber, und Hiroshima, plötzlich die Kernwaffe. Also wenn man das überlebt, wie ich es überlebt habe, Sie sagten gerade, als 30-Jähriger, nicht mal als 25-, 27-Jähriger, das bringt eine Natur natürlich dazu, man empfindet plötzlich eine Verantwortung. Und mein Gefühl, als ich aus dem Krieg herauskam, war, ich will jetzt nicht mehr Philosophie lehren, das wollte ich vorher nämlich. Nein, ich will mich jetzt für Mitarbeit aller Länder, aller Staaten um eine neue Möglichkeit des Friedens und der Entwicklung. Wir waren sehr, sehr ehrgeizig. Wir sagten uns, unsere Generation muss etwas ganz Neues aufbauen. Und als wir anfingen, etwas aufzubauen, also zum Beispiel saß ich in New York in den 3 Jahren, wo man die allgemeinen Erklärung für Menschenrechte abarbeitete. Da saß ich mit Eleanor Roosevelt und mit René Cassin zusammen, und wir sagten uns, was wir hier tun, ist überhaupt weltweit gültig. Sogar wir waren glücklich, dass Cassin sagte, nein, nicht allgemeine, sondern universal. Also für einen jungen Mann, der aus den KZs herausgekommen war, war es ein sehr ehrgeiziger Moment. Und ich sagte mir, jetzt muss ich mein Überleben dem widmen, was meine Kameraden, die verloren sind, nicht mehr tun können. Das ist jetzt meine Verantwortung. So sieht es für mich aus in den nächsten Jahren nach dem Krieg. Wir müssen jetzt eine neue Welt bauen. Haben Sie sie gebaut, diese neue Welt? Das ist für mich die wichtige Frage. Was haben wir denn geleistet? Haben wir alles fehlgeleistet oder vielleicht nicht alles fehlgeleistet? Ich würde sagen, was wir am schlechtesten getan haben, ist, Kriege endgültig unmöglich zu machen. Das war die erste Aufgabe von den Vereinten Nationen. Nie mehr einen Krieg. Naja, wir haben keinen 3. Weltkrieg gehabt, das ist schon etwas. Aber Kriege hat es immer wieder gegeben, und zwar sogar in Europa. Kriege in Jugoslawien, Kriege hier und da. Also das war nicht ein großes Fortkommen. Aber Menschenrechte, das ist vielleicht etwas Besseres. Natürlich sind die Menschenrechte für alle Leute noch nicht gewärtigt. Aber immerhin gibt es große Fortschritte in vielen Ländern der Welt, nicht nur in Europa, sondern auch in Lateinamerika, sogar in Asien, auch in einigen afrikanischen Ländern. Also man muss schon sagen, dieser Anhieb, Menschenrechte müssen jetzt das Wichtigste sein. Naja, es ist weit entfernt noch, das Programm ist noch nicht aus, aber das Programm steht da. Und es gibt jetzt in allen Staaten der Welt, bei allen Völkern der Welt, gibt es Gruppen, die sich für Menschenrechte eingehen, Amnesty, FIDH, Human Rights Watch. Also da ist schon ein gewisser Fortschritt.
ungenügend. Denn die Regierungen sind noch nicht so weit, dass sie diese Menschenrechte wirklich überall befürworten. Aber es gibt es. Gut, was mehr? Europa. Wir haben immerhin Europa aufgebaut, wenn auch unsere liebe Schweiz immer noch nicht in der Union ist, aber sie sitzt im Europarat und wir brauchen sie. Sie gibt uns große Beispiele für richtige Demokratie. Also das Aufbauen von Europa ist eine der Leistungen meiner Generation. Was haben wir sonst noch geschafft? Entkolonisierung, es war auch nicht leicht. Man konnte sich sagen, warum sollten denn die Franzosen aus Algerien weg? Sie sind doch mächtiger als die unglücklichen Algerier. Nein, aber gerade der Druck von den französischen Bürgern hat dazu geführt. Die haben schließlich gesagt, nein, nein, wir können nicht mehr Kolonialmächte werden. Die Engländer haben es schnell gemacht, die Portugiesen etwas später, die Spanier auch. Also, die Dekolonisierung ist immerhin, man kann ihn schon als einen großen Fortschritt in unserer Weltgeschichte. Zum Beispiel waren es 54 Mitgliednationen, die die Allgemeine Erklärung für Menschenrechte abgefertigt haben. Heute sind wir 193. Naja, ist das ein großer Fortschritt? Man kann darüber nachdenken, aber es ist wenigstens eine große Veränderung. Was noch? Naja, immerhin. Die Fall der Berliner Mauer, wir sitzen hier zusammen in Berlin, eine Schicksalsstadt, wie es keine andere in der Welt gibt. Und die Mauer ist schließlich gefallen und Gorbatschow ist gekommen, die Sowjetunion ist verschwunden, jetzt haben wir Russland und andere Länder. Das ist doch auch, man kann es schon als einen Fortschritt empfinden. Dazu natürlich die Apartheid in Südafrika kommt auch dazu. Und jetzt das internationale penale Tribunal, wie sagt man das auf Deutsch? Gerichtshof. Hagen, im Haag, nicht wahr? Also, Fortschritte schon. Trotzdem empfinden wir jetzt, dass die letzten 10 Jahre, die ersten 10 Jahre dieses 21. Jahrhunderts Rückschritte gekannt hat und dass es darum wichtig ist, dass wir uns jetzt empören, sodass diese Fortschritte des 20. Jahrhunderts in weitere Fortschritte, noch wichtigere Fortschritte im 21. Jahrhundert gehen. Sie holen natürlich hier so eine innere Motivation der Jugend ab. Sich zu empören ist etwas, was jede Jugendgeneration gerne tut, weil man sich auflehnen kann, weil man sich selber findet, auch in dieser Empörung drin, die natürlich auch etwas destruktives Potenzial mit beinhaltet. Und glauben Sie nicht, dass Sie auch ein bisschen gezündelt haben mit Ihrem Werk? Sie haben ganz recht, das ist wirklich die Gefahr dieses kurzen Buches. Wenn man es nur ansieht als eine Anzündung, dann kann es gefährlich werden. Leute können sich sagen, ja, ich empöre mich darüber, dass es bei mir zu viele Afrikaner gibt. Das empört mich und ich möchte sie raustreiben. Oder es gibt all diese Roms, was tun die hier, die sollen doch weggehen. Das wäre auch eine Empörung, aber natürlich meiner Meinung nach die ganz falsche Empörung. Wie macht man denn den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Empörung? Das Beste ist, mein kleines Buch wirklich zu lesen. Nicht nur den Titel, sondern auch gleich am Anfang die Grundwerte, deren Zerstörung uns empören soll. Aber das ist nicht so leicht zu verstehen. Die Gefahr besteht. Daher haben wir auch das Gefühl, man muss jetzt weiter. Und wir haben ja ein zweites Buch jetzt. Das haben wir genannt Engagez-vous, engagiert euch, setzt euch ein. Denn wenn man sich nur empört und dann nichts daraus bringt, dann geht es natürlich nicht weiter. Ich möchte vielleicht nochmals kurz den Bogen schlagen, weil es einen sehr wichtigen und auch sehr poetischen Satz gibt, der ja
wie ein Programm auch ein bisschen über ihrem Leben steht, nämlich créer, c'est résister, résister, c'est créer, auf Französisch, ein Satz der Résistance. Sie kennen die deutsche Übersetzung dieses Satzes besser. Welche Bedeutung hat dieser Satz der Résistance gestern gehabt und welchen Sinn hat er heute? Also da müssen wir wirklich darüber nachdenken. Diese zwei Sätze, die sich den Schwanz in den Mund nehmen, nicht wahr? Also, was ist es denn? Was ist denn Widerstand und was ist neues Schaffen, wie man es auf Deutsch übersetzt hat? Es bedeutet für mich nur einen Rückblick. Wir brauchen manchmal richtige Rückblicke. Ein Rückblick auf die Zeit, in der wir keine Macht hatten, in der wir von der Wehrmacht überzogen wurden und dennoch sagten, wir müssen jetzt Widerstand leisten. Und dass dieser Widerstand bedeutet, dass wir etwas Neues schaffen. Eine Demokratie wollten wir schaffen, der Vichy-Regierung entgegen im Neuen. Und wir wussten auch, dass dieses Schaffen immer mit einem Widerstand zu tun haben wird. Es war eine Erinnerung. Und wir wollten der jungen französischen Generation sagen, ihr müsst verstehen, dass wenn ihr was schaffen wollt, dann müsst ihr es gegen einen Widerstand schaffen. Aber welcher Widerstand und welches Schaffen? Das ist natürlich etwas ganz anderes heutzutage. Und das zu verstehen, wogegen müssen wir heute Widerstand leisten, dazu gehört eben ein richtiges Lesen von diesem Buch und von vielen anderen Büchern. Ich sage immer meinen Lesern, wenn sie ungenügend an meinem kleinen Buch Indignez-vous sich empfinden, sage ich ihnen, ja, jetzt müssen Sie richtige Bücher lesen. Ich bin kein Soziologe, ich bin auch kein Philosoph mehr. Bitte lesen Sie doch Edgar Morin, La Voie, der Weg, oder lesen Sie Joseph Lipschitz oder Amartya Sen. Es gibt ja Leute, die den Weg weisen. Meine Aufgabe ist nur, Sie dazu zu bringen, dass Sie sich erstmal die Frage stellen, warum geht es mir nicht recht? Warum bin ich nicht zufrieden? Also ich muss mich schon empören und dann anzufangen zu verstehen, welches sind denn heutzutage die neuen Gründe, sich zu empören. Wir haben nicht mehr Hitler und nicht mehr Stalin und auch nicht mehr Algerienkrieg oder so. Wir müssen nachsehen, was sind denn die neuen Empörungen für uns? Und darüber auch nur nachzudenken, ist meiner Meinung nach schon ein großer Fortschritt. Ein Fortschritt gegenüber von Indifferenz. Für mich ist Indifferenz in einer Jugend das Schlimmste, was einer Jugend passieren kann. Gleichgültigkeit. Mich geht's nicht an. Das ohne mich, nicht wahr? Das ist traurig, wenn eine Generation, eine ganze Generation da hereinfällt, dann ist etwas nicht gut. Daher bin ich glücklich, wenn es jetzt so viele gibt, die sich sagen, ja, er hat recht, wir müssen uns empören. Aber damit kann es nicht aufhören. Jetzt muss man sagen, ja, was? Darüber können wir vielleicht sprechen. Sehr gerne. Natürlich ist es aber auch interessant, noch einmal darauf zu schauen, auf ihr Leben, denn Sie sind ja nicht ein Agent Provocateur, ein Provokateur, der sein Leben als Avantgardist mit der Pauke trommelnd durch die Länder zog und die Leute zur Rebellion aufhetzte, sondern Sie sind ein hochdekorierter Diplomat. Richtig. Und wie in aller Welt passt diese Indignation, diese Rebellion, die Skandalisierung zu einem Diplomaten? Da muss man irgendwie einen Bogen schlagen, einen weiten Bogen. Ich wurde gleich nach dem Krieg, zog ich in die französische diplomatische Karriere, aber trug schon in mir die Verantwortung von einem vorherigen KZler und einem vorherigen Krieger, der den Krieg schließlich
als gewonnen empfand, aber doch die Gefahren dieses Krieges erlebt hat. Also er kann jetzt Diplomat werden, aber wenn seine Diplomatenkarriere sich endlich endet, wenn er 65 wird und aus der diplomatischen Karriere in den Ruhestand zurückkommt, dann kommt wieder plötzlich bei ihm das Gefühl, ich muss doch jetzt noch etwas für meine alte Verantwortung tun. Das ist mir wirklich so passiert. Ich kann so sagen, im Jahre 1981 wurde ich 65 oder 82 wurde ich 65 und kam auf den Ruhestand. Und der Präsident Mitterrand war so großzügig und gütig, dass er aus mir einen Ambassadeur de France gemacht hat. Das ist eine Ehre, eine Würde und keine Funktion. Ich habe keine Funktion mehr, aber ich habe jetzt von ihm die Würde bekommen. Ich bin also noch, ich stelle irgendwie Frankreich vor. Und dann frage ich mich, na, was ist denn Frankreich eigentlich? Was bedeutet es für mich? Habe ich einen Sinn für Frankreich nicht nur als ein Staat, nicht nur sogar als ein Volk, sondern als eine Geschichte? Die Geschichte Frankreich trägt gewisse Werte, die ich immer wieder empfinde und die gerade in der Widerstandszeit besonders wichtig darum waren, weil Frankreich eben keine Rolle mehr spielte, sondern nur versuchte, sich weiter zu schlagen, und das gelang ihm schwer. Daher dieser Bogen über die lange Diplomatenkarriere herüber in diesen letzten Jahren meines Lebens, wo ich mir sage, na jetzt, was kann ich jetzt? Jetzt kann ich diese Werte Frankreichs irgendwie so empfinden und so vorbringen, dass sie irgendwie wichtig sind für die jungen Franzosen und vielleicht, warum nicht, auch für die jungen Europäer. Aber etwas, was man ja auch spürt, Sie sind kein Wütender, Sie sind kein Enragé, wie man Sie gekannt hat, auch in Ihrer Generation. Ja, das ist wahrscheinlich auch, was man als Diplomat endlich lernt. Man lernt als Diplomat zum Beispiel, dass keine Verhandlung endgültig ist. Man wird einen neuen Text vorbringen, eine neue Institution bauen. Man will dafür verhandeln. Mit wem verhandelt man? Mit seinen nahen Freunden, aber auch mit denen von anderen Kulturen. Da ist gerade die Erfahrung der Vereinten Nationen für mich sehr wichtig gewesen. Ich habe ja jahrelang entweder als internationaler oder als französischer Stellvertreter in den Vereinten Nationen gehandelt. Sie sehen, mein Deutsch ist leider etwas wackelig. Man muss immer wieder Geduld mit mir haben. Also diese Erfahrung, dass man zwar vorwärts kommt, wir haben schon darüber nachgedacht, aber dass es nicht durch Revolte geht, sondern durch Verhandlung. Das Verständnis von dem, was der andere zugeben wird, wo man mit ihm sich einig sein kann. Diese Art und Weise, die Weltgeschichte anzusehen, die lernt man als ein alter Diplomat. Aber der Moment, wo Passivität in Aktivität umschlägt, der Moment, wo aus Theorie Praxis wird, das sind glückliche Momente und trotzdem sind es auch tragische Momente. Man hat immer auch das Gefühl, dass es die Katastrophe braucht, wie der Zweite Weltkrieg eine war, damit sich wirklich etwas tut und dass es nicht so sehr die Institutionen selbst sind, die dank dem Verstand und der Vernunft und dem guten Willen der Politiker, der Bürger schnell vorwärts macht. Und wir haben heute das Gefühl, dass uns die Zeit davon rennt. Haben Sie dieses Gefühl auch? Ja, ich habe das Gefühl,
dass wir großen Bedrohungen bevorstehen. Große Gefahren stehen heute vor uns. Sie sind nicht so klar wie damals die Bedrohung eines Krieges oder später die Bedrohung eines totalitaren Systems wie das Stalin-System. Aber die Bedrohungen gibt es. Und wenn man die irgendwie erforscht, dann kann man schon denken, es ist höchste Zeit, etwas dagegen zu tun. Was sind diese Bedrohungen? Ich versuche in diesem kleinen Buch 3 zu erklären. Die erste Bedrohung, die ist ganz leicht zu erfassen, aber nicht leicht zu überkommen, nämlich der immer größere Unterschied zwischen den sehr, sehr, sehr Armen und den fürchterlich sehr Reichen. Diese Diskrepanz. Ja, diese Diskrepanz ist immer unerträglicher. Es hat immer Arme gegeben und immer Reiche gegeben. Aber die Armen wussten nicht so viel von den Reichen und die Reichen wussten nicht so viel von den Armen. Heutzutage mit all den neuen Instrumenten der Information wissen die Armen, warum sind wir denn so arm und warum haben die anderen die Möglichkeit, alles zu tun, was sie wollen und wir nicht. Diese Entfernung von Reichtum und Armut ist etwas, in meiner Meinung nach sehr Gefährliches. Es kann so stark werden, auch wenn die sich gegenseitig gut kennen, dass dann wirklich die Revolte kommt. Und was ist denn der Terrorismus, wenn nicht auch ein sich darauf stützen, dass einige empfinden, die anderen sind zu mächtig und zu reich und das wollen wir nicht mehr und dagegen geht unser Hass und dann treiben wir Terror. Also das ist schon wirklich eine der großen Bedrohungen unserer Zeit. Die zweite ist natürlich, das haben wir jetzt seit 30 Jahren ungefähr erfahren, dass wir uns so schlecht der Erde gegenüber benommen haben, der Natur gegenüber benommen haben, dass wir die Erde kaputt machen. Und dass wir möglicherweise, wenn es so weitergeht, auf der Erde gar nicht mehr leben können. Das ist eine enorme Bedrohung. Wie wird sie aber von der Jugend empfunden? Das ist für mich noch eine Frage. Es gibt zwar immer mehr Grüne, und ich habe mich selbst für die französischen Grüne eingestellt, aber sie sind noch eine Minderheit. Ist das für die Jugend heutzutage eine Empörung, eine Bedrohung, gegen die sie sich empören können und sich engagieren können? Ich halte das für sehr möglich und sehr wünschenswert, denn die Gefahr ist da. Man kann schon den Wissenschaftlern recht geben, die uns sagen, um so weiter zu leben, in aller Welt brauchen wir 4 Planeten und wir haben leider nur eine. Auf den Mond können wir vielleicht, aber auf Saturn bestimmt nicht. Also wir müssen schon darauf achten und das ist etwas, wofür sich die Jugend wirklich einsetzen könnte und einsetzen sollte. Das ist die zweite. Naja, die dritte ist die Konflikte der Kulturen. Nicht wahr? Wir leben in einer gemeinsamen Welt. Wir wissen, was alles vor sich geht in allen Ländern. Wir kennen auch die Kulturen, China, Indien, Islam, afrikanische Kulturen. Und wir sagen uns, wenn die gegeneinander kämpfen einmal, dann ist auch wieder Chaos. Also da braucht auch die Jugend die Möglichkeit, sich umzusehen, sich den Ohr aufzumachen und die Augen aufzumachen. Was passiert heutzutage in Afrika, in China, in Kairo, in Israel und Palästina? Und wie können wir dazu beitragen, dass die Kulturen sich nicht bekämpfen, sondern sich gegenseitig irgendwie dialektisch so zu behandeln, dass sie weitergehen zusammen mit den Grundwerten, die es in allen Kulturen gibt. Diese Grundwerte zusammen aufbauen und nicht gegeneinander.
für Israel und Palästina. Da schreiben Sie auch ganz konkret und greifen auch an in Ihrem Buch. Haben Sie eine Lösung für dieses Problem? Es ist für mich ein sehr nahes Problem. Ich war dabei 1947, 48, als der Staat Israel gegründet wurde. Und zwar wurde er gegründet natürlich von den Juden, die da waren und die Israelis wurden, aber er wurde gegründet von den Vereinten Nationen, von dem Sicherheitsrat und dem Generalversammlung der UNO. Die haben gesagt, die Juden brauchen einen Staat. Sie haben 2000 Jahre lang keinen Staat gehabt. Sie sind als von Antisemiten immer wieder angegriffen. Es ist höchste Zeit, dass sie jetzt einen Staat bekommen. Und ich war dabei und habe gesagt, ja, das ist richtig. Wir wollen einen Staat Israel haben. Und ich habe gesagt, ja, die Engländer, die ja Palästina besitzen, die haben natürlich auch Verantwortung den Arabern gegenüber. Wir müssen da verhandeln. Und da gab es Bernadotte erst und der wurde dann ermordet. Dann gab es Ralph Bunche und der hat sehr gut verhandelt. Gesagt, gut 55% für Israel, 45% für Transjordanien, also für die Araber, die da waren. Auch so hat es bedeutet, dass ungefähr 700.000 Araber aus dem Land Israel heraus mussten. Das haben die dann begriffen als eine Nakba, eine Katastrophe für sie. Das habe ich auch mitgefühlt, aber ich dachte damals, na ja, das kann sich schon regeln. Die arabischen Länder können doch diese Flüchtlinge annehmen und das wird sich schon regeln. Und für Israel ist es wichtig, dass er ein Land hat, was groß genug ist, um sich da eine große jüdische Kultur aufzubauen. Ist auch geschehen bis zum Jahre 1967. Dann hat der Nasser sich schlecht behandelt und die Israelis haben sich gesagt, wenn wir jetzt nicht einschlagen, dann ist eine Gefahr für uns. Gut, sie haben eingeschlagen. Aber nicht nur haben sie diesen Krieg sehr schnell gewonnen, sondern sie haben daraus die Erfahrung gezogen, jetzt gehört uns ganz Palästina. Wir können das alles erobern, sogar den Sinai und Gaza und die Westbank, alles gehört uns jetzt. Das ist alles von uns, ist von Gott uns gegeben, da bleiben wir jetzt. Das war entgegen internationalen Rechtes. Und die Vereinten Nationen haben ganz richtig gesagt, nein, Eroberung und Kolonisierung eines Landes, was einem nicht gehört, das geht völlig gegen internationales Recht. Und sie haben Resolutionen gemacht im Sicherheitsrat, 242 und 338, die Zahlen erinnere ich immer, und haben gesagt, nein, die Israelis müssen zurück, die Lösung ist da. Sie haben gefragt, was ist denn die Lösung? Die Lösung ist, die Palästinenser sollen einen Staat haben, wie alle Völker der Welt. Jerusalem soll die Hauptstadt von den beiden sein. Und die Grenzen von 1968 sollen wieder zurückkommen. Das ist die Lösung. Darauf rechne ich auch, damit, dass ich jetzt ein Zunehmer bin von einem Tribunal, und zwar ein Bertrand Russell Tribunal. Das hat man damals für Vietnam aufgesetzt in den 70er Jahren. Da hat man gesagt, die Zivilbevölkerung, die Menschen, die Jura kennen, die Diplomaten sind, sollen zusammen ein Tribunal aufrichten und sollen sagen, wer ist hier der Fehler? Und es sind eben nicht nur die Israelis, es sind auch einige der Palästinenser und es sind auch die europäischen Staaten und es ist auch die UNO und die USA. Die sind zu feige, um Israel dazu zu bringen, endlich diese Lösung anzunehmen. Und wenn jetzt der Netanyahu nach Washington kommt und sagt, ja, ich bin schon dafür, dass es einen palästinensischen Staat gibt, das ist schon ein Druck in der richtigen Richtung.
Aber bisher, was die Israelis zugeben wollen, ist noch ungenügend, um das Problem zu lösen. Da muss man also noch weiter daran arbeiten. Das versuche ich auch zu tun. Also das heißt, hier spricht jemand, der an die Institutionen glaubt, ja, der denkt, dass der Weg, der eingeschlagen ist, richtig ist und dass Sie auch sagen, das ist eine Strategie, die existiert, aber sie zu begründen, ist schwierig. Und hier ist genau der Konflikt und diesen Konflikt kann man mit reiner Empörung nicht lösen. Nein, bestimmt. Sondern hier ist das Engagement, auch die Kompromissbereitschaft, wenn ich Sie richtig verstehe, gefragt und Hoffnung. Immer wieder. Hoffnung ist für mich das Gegenteil von Verzweiflung, nicht wahr? Wir dürfen darum nicht verzweifeln, wir kennen uns selbst noch nicht genug, um zu verzweifeln. Wenn wir uns kennten als eine Rasse, als eine Spezies, ein Tier, was immer nur Gewalt kennt und nur Egoismus kennt, wenn wir das annehmen und sagen, ja, so sind wir, da können wir nichts dafür, dann, glaube ich, irren wir uns. Ich glaube, wir haben auch die Möglichkeit, und das ist die Hoffnung von mir und ich denke auch von vielen Jugendlichen, die dieses Buch lesen werden. Wir haben die Hoffnung, wir können menschlich werden, in dem Sinn, dass Menschlichkeit nicht nur Egoismus, sondern auch Altruismus und Liebe für andere und Respekt vor anderen besitzen wir auch. Das müssen wir aufbauen. Dann in einer gewaltlosen Verbindung miteinander so arbeiten, so dialektisch die verschiedenen Ideologien, die sich entgegengehen, überwinden und in eine Welt hereinkommen, die eine harmonische Weltgesellschaft wird. Ist das reine Utopie? Ich wollte fragen, ist es naiv auch? Was denken Sie? Also ich würde sagen, wir haben immer mit Utopien gelebt. Alle Religionen sind Utopien. Die christliche Religion sagt, einmal werden wir alle wieder erstehen und werden im Paradies zusammenleben. Das ist eine völlige Utopie. Die Juden sagen, es wird ein Messias kommen und dann werden alle Probleme der Welt gelöst. Das ist auch eine Utopie. Die Kommunisten sagen, wenn wir alle Kommunisten werden, dann kommt ein wunderbarer Weltkommunistenstaat. Das ist auch eine Utopie. Und unsere liberalen, neoliberalen, konservativen Menschen sagen, wenn wir keinen Staat mehr brauchen, sondern alles nur mit Entwicklung und mit immer mehr Geld und immer mehr Wirtschaft und Markt, das ist auch eine Utopie. Keine dieser Utopien wird sich bewähren. Wir brauchen eine andere, harmonischere Utopie. Dafür müssen wir auch den Buddhisten irgendwie das Ohr reichen und vielleicht sogar den Chinesen mit ihrem Yin und Yang. Das ist keine so mörderische Utopie wie die Religionen, die Monotheisten, die habe ich nicht gern. Ich habe große Vorliebe für die griechischen Götter. Die sind vielartig. Da kann man mit Hermes sprechen oder mit Apollo oder mit Aphrodite. Das ist ganz besonders schön. Also, nicht wahr? Diese einheitliche Art zu sagen, diese Ideologie ist die richtige, die andere ist die richtige, das ist gefährlich. Man merkt, dass Sie das Wort universell sehr gern haben. Sehr. Sie denken in diesen Dimensionen und genau hier, wenn man die Welt als Gesamtes nimmt und die Komplexität, die Sie angesprochen haben, dieser aktuellen Welt, die Utopie, die innere Aufgewühltheit, die Aggression, man weiß nicht, lohnt es sich zu engagieren, weil man sowieso nichts ausrichten kann. Von den Revolutionen haben wir
ein bisschen auch Respekt gewonnen oder wissen, dass vielleicht eine Weltrevolution nicht das ist, was wir gerade anstreben in einem kriegerischen Sinn. Der arabische Frühling zeigt aber eine auch sehr pragmatische Vorgehensweise. Es ist eben, Pazifismus ist ein wichtiges Wort. Sehr wichtig. Es ist das Netzwerk. Ja. Es sind die Medien, die Verbreitung. Es ist keine wirkliche Führerfigur in diesen Revolutionen steckt drin. Und es hat etwas sehr auch Lokales und etwas, was eigentlich eine neue Form von Utopie vielleicht ist, eben eine pragmatische Form der Utopie. Und die Frage, wenn diese Weltprobleme, die Sie benennen, auf dieser Weltebene sehr komplex sind, ist dann die lokale Initiative eine Antwort auf die globalen Herausforderungen? Natürlich muss man das Lokale und das Weltweite irgendwie in Verbindung bringen. Wenn es eine weltweite Vision gäbe, wie es zum Beispiel damals von Roosevelt wirklich eine Vision mit der Charta der Vereinten Nationen in San Francisco 1945, da steht schon eine Weltvision, demokratische Weltvision mit den Menschenrechten und den Freiheiten, den 4 Freiheiten. Also die 4 Freiheiten des Atlantiks, das war eine Vision. Wir brauchen heute eine weltweite Vision, aber lokal muss man daran arbeiten, dass diese Vision irgendwie pragmatisch eingebaut ist in der Art und Weise, wie sich Menschen in allen verschiedenen Ländern irgendwie verhalten. Da ist die wirkliche Schwierigkeit. Ich bin natürlich, und viele meiner Freunde sagen, du bist immer noch auf die Vereinten Nationen scharf. Naja, aber ist das nicht Vergangenheit? Ich sage, nein, für mich ist es Zukunft. Ich sage, eine allgemeine Institution, wo alle Völker und alle Staaten mit dabei sind und zusammenarbeiten. Das brauchen wir. Wir können ohne das gar nicht auskommen. Aber es genügt nicht. Wir müssen auch auf der Ebene der Zivilfiguren müssen wir diese selbe Vision befürworten und dann so arbeiten, dass diese Weltinstitutionen wirklich die genügende Gewalt haben, um das durchzusetzen, was Menschen, junge oder ältere Menschen in jedem Land, in jeder Region, in jedem Kanton der Schweiz wollen und versuchen vorwärts zu bringen. Wenn jemand es nur allein in einer kleinen Gruppe tut, dann hat er das Gefühl, ja, das ist vielleicht gültig, aber wenn die ganze Welt anders arbeitet, dann nützt es ja nicht. Man muss also schon das Zusammenarbeiten irgendwie empfinden. Aber man kann sagen, wir fangen was an. Die anderen sind noch nicht bereit, aber die kommen auch noch dazu. Das wäre für mich eine Gesinnung voller Hoffnung. Und ich glaube, wenn mein kleines Buch irgendeinen Effekt haben kann und haben soll, es ist der Effekt, Hoffnung weiterzubringen, zu sagen, ihr empört euch nicht umsonst, ihr engagiert euch nicht umsonst. Es kann etwas vor sich gehen, heute, morgen und übermorgen, was uns allen nützlich ist, was harmonisch sich ausbildet. Das haben wir damals in unserer Jugend empfunden und wir haben uns gesagt, ja, wenn die Menschenrechte ein Programm werden, dann wird alles gut. Es ist nicht so gut gekommen. Vieles hat sich wieder mal schlecht entwickelt. Aber die Möglichkeit dieser besseren Entwicklung, sie steht in ihren Herzen. Wie sehen Sie die Entwicklung und die Bedeutung der Nichtregierungsorganisationen, der NGOs in dieser Entwicklung drin? Denn oft hat man auch ein bisschen das Gefühl, dass sie besser funktionieren, schneller funktionieren und auch einem Zeitgeist besser entsprechen, weil eben der Glaube an die Institutionen
der Regierungsinstitutionen der Jugend fehlt und man sich dann aufgehobener fühlt und auch aktiver fühlt in einer NGO. Das ist eben für mich das Interessante. Wo stammen denn diese Nichtregierungsorganisationen her? Sie stammen von der Charta der Vereinten Nationen. Das Wort Nichtregierungsorganisation wurde da gegründet. Die Gründer der Vereinten Nationen hatten schon das Gefühl, dass Regierungen allein es nicht leisten konnten. Und sie haben gesagt, sie müssen immer handeln können mit der Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen. Was dachte man sich darunter? Damals dachte man an Kirchen, an Gewerkschaften, an kooperative große Gruppen. Man dachte auch an Stiftungen und so weiter. Und dann hat sich immer mehr was ganz anderes entwickelt. Nichtregierungsorganisationen über Menschenrechte, über Entwicklung hat es immer mehr gegeben und gibt es jetzt überall. Und die haben ein Anrecht darauf, mit den Vereinten Nationen zu verhandeln. In dem Menschenrechtsrat in Genf, da bei Ihnen in Genf, nicht wahr? Da ist die richtige Struktur für Menschenrechte. Da gibt es den Hochkommissar für Menschenrechte. Eine neue Errungenschaft seit dem Jahre 1995, ist noch gar nicht so alt. Das gibt es eine Figur jetzt, die kann überall in alle Länder gehen und sagen, hier, Vorsicht, Sie haben sich für Menschenrechte eingesetzt und jetzt wird hier gefoltert. Was bedeutet das? Da muss ich Ihnen schon sagen, das dürfen Sie nicht. Das ist schon ein Fortschritt. Und gerade diese Nichtregierungsorganisation, Human Rights Watch, FIDH, Amnesty, alle noch andere, die dazu arbeiten, die sind von der UNO aufgefangen. Und es ist die UNO, das diesen Druck auf die Regierungen übertragen kann. Die Regierungen, die sitzen da und hören zu. Und wenn die Nichtregierungsorganisationen stark genug sind, wie sie damals bei ATTAC gewesen sind, in Seattle und dann in Porto Alegre, das bedeutet eben ein neues Leben der Weltgesellschaft. Nicht mehr nur Regierungen, leider immer noch zu viel Finanzmächte, aber immer mehr Nichtregierungsorganisationen für Menschenrechte. Sie sehen, wie hoffnungsvoll ich bin. Natürlich wird man mir sagen, ja, das ist aber alles nur Rede, das ist alles nur Sprache und Schriften, aber wo geht es denn irgendwie wirklich vorwärts? Naja, da muss ich schon sagen, meine Hoffnung ist, dass das Jahr 2012, das jetzt uns bevorsteht, wenigstens eins haben wird. Und zwar die 20. Konferenz, 20 Jahre nach Rio und 10 Jahre nach Johannesburg, da werden nochmal alle Staaten zusammensitzen und werden sich nochmal die Frage stellen, wie machen wir die Erde so, dass sie uns weiter tragen kann? Das ist doch eine richtige große Frage. Und diese große Frage, die kann man beantworten, indem man quasi über die Nation hinausdenkt, indem man aber auch über die Generationen hinausdenkt. Und hier ist es interessant, Sie mit Ihrer Lebenserfahrung zu sehen, der die Jugend anzusprechen vermag. Das ist ein Glück oder eine Gabe, eine Chance auch, die Sie haben. Wie sehen Sie dieses Verhältnis jetzt konkret zwischen den Alten und den Jungen? Und wie soll man miteinander sprechen? Also für mich ist natürlich das Schönste, mit einem so jungen Menschen wie Sie zu sprechen und noch darüber hinaus mit Schülern, mit Studenten zu sprechen. Und was kann ich Ihnen sagen, was Sie irgendwie interessieren kann? Ich kann nicht sagen,
tun Sie wie ich bin jetzt ein alter Mann, ich habe nicht mehr viel zu tun, ich kann nicht mehr viel tun. Aber ich kann Ihnen sagen, habt Vertrauen in euch selbst. Empfindet euch, fragt euch, was bin ich denn, was will ich denn? Und dann werdet ihr vielleicht das empfinden, was ich in meiner Jugend empfunden habe. Das ist etwas, für das ich mich einsetzen will. Dann habe ich mich dafür eingesetzt. Warum würdet ihr das auch nicht heutzutage empfinden? Und ihr werdet euch dann für was ganz anderes einsetzen, als was ich in meiner Jugend gekannt habe. Aber dass man sich einsetzen soll, sich erst mal empören und dann einsetzen, das ist doch etwas, was ich erfahren habe. Diese Erfahrung kann ich versuchen, euch zu übertragen. Ich kann versuchen, aus meiner Erfahrung eines sehr alten Menschen, euch jungen Menschen und den ganzen Generationen, die jetzt zusammenleben, irgendwie eine Hoffnung einzuflößen und ein Vertrauen. Sie sind Frauen und Männer und Menschen. Sie haben in sich die Möglichkeit, gewisse Probleme, Bedrohungen, Gefahren anzuerkennen und dann zu versuchen, sie zu überwinden. Wenn Sie das tun, da sind Sie richtige Frauen und richtige Männer. Wenn Sie es nicht tun, wenn Sie davon absehen, wenn Sie sagen, das geht mich nichts an, dann sind Sie keine richtigen Menschen mehr. Das ist natürlich etwas gefährlich zu sagen. Denn wenn das bedeutet, jetzt will ich gleich kämpfen und will ich gleich die Waffen nehmen, um etwas zu tun, naja, da muss immer wieder die andere Warnung kommen. Bitte keine Gewalt. Bitte verhandeln. Bitte verstehen, was der andere will. Mit ihm darüber sprechen. Was ist für ihn notwendig? Was ist für mich notwendig? Wie können wir das so zusammenbringen, dass wir beide über etwas einig wären? Das ist ein ganzes Problem. Das muss man auch lernen. Diese Hoffnung, die sie trägt, und man hat immer das Gefühl, dass die Zivilcourage, die sie verkörpern, dass sie ansteckend wirkt. Aber es gibt in diesem neuen Buch, das im Juli erscheinen wird, Engagiert euch, auch eine kurze pessimistische oder ein bisschen melancholische Note, wo Sie auch ganz bewusst schreiben, dass es etwa 10% der Menschen haben dieses Potenzial des Engagements. Und das bleiben dann immer noch 80-90% Passive. Schreiben Sie für die Passiven oder für die Aktiven? Bestätigen Sie diese wenigen, im Bewusstsein, es sind wenige, oder versuchen Sie, die anderen zu holen? Ich würde natürlich am liebsten sagen, was ich sage, geht alle an. Das ist universal. Ich bestehe immer wieder darauf, das hat uns Cassin mitgebracht. Was ich mir wünsche, wünsche ich mir für alle, nicht nur für die Minderheiten, sondern für die ganzen Völker. Aber ich glaube auch, dass man mehr Hoffnung hat, wenn man weiß, mein Engagement, ich kann nicht darauf rechnen, dass mein Engagement sofort gleich 90% oder sogar 50% von allen Leuten trifft. Im Widerstand in Frankreich in den 1940er Jahren waren es höchstens 10%, die wirklich Widerstand leisteten in den ersten Jahren. Und dann am Ende des Krieges wurden sie plötzlich 90%. Und ich sage mir, wenn es nur 10% gibt, die wirklich daran glauben, dass etwas möglich ist und die sich dafür engagieren, natürlich besser wäre es, wenn es 20% oder 30% wären. Aber auch mit 10% kann man schon anfangen, denn das sich Ausbreiten von einer positiven Idee ist etwas, was gerade heute
in den neuen Bedingungen des Miteinanderseins kann man sich sagen, wenn es 10% wirklich Mutige gibt, dann erfahren es die 90 anderen Prozent auch und sagen sich, ja, warum sind wir nicht auch mutig? Das wäre schön. Können wir das zusammen versuchen? Sehr gerne. Stefan Essl, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.